Mr. Science? Hallo? Wo bist du? Heisinnig. Es gibt Zeit, für meinen Keller zu räumen. Und hier in meinem Keller stehen ein paar alte Flaschen. Wo ich nicht mehr genau weiß, was das ist. Die wollen ich mal wegkriegen. Die Flaschen die sehen ja eigentlich noch gut aus. Ich meine, die kann ich nur spulen und einmal benutzen. Boah, Joseph, das war zwar keine gute Idee. Das hätte ich nicht so gemacht. Alt gut, dass du für so Sachen gerüstet bist. Das tut weil du Chance, dass nichts mehr Schlimmes passiert ist. Und ich denke, du bestimmt bei dem Mülle Mr. Science, du hast alles möglich. Aber so Accidenten passieren mehr häufig, wie ihr meint. Und es gibt viele Produkte am Alltag, die ihr besser nicht mal nicht vermischt. Du musst uns aber nur ein Beispiel geben. Aber ja, das ist ganz einfach. Schifferin daheim hat brennbare Flüssigkeiten, zum Beispiel Alkohol oder Benzin für zu putzen. So eine Batterie hat auch Schifferin daheim ein bisschen Stahlwolle. Und lo botzt den, es sabbelt den ein bisschen. Batterie, die könnt irrtümlicherweise wie als Stahlwolle. Dabei entsteht ein Kurzschluss und schon brennt es. Boah, gut, dass du die Flasche aber weggestellt hast. Und für das so etwas nicht passiert, muss ich die Flaschen immer gut zumachen. Und die Sachen, wo ich nicht weiß, was das ist, am besten bei Spezialisten vom Recyclingcenter bringen. Und was nur im Recyclingcenter mit dieser Sache passiert, das gehen wir mal gucken. Am Lager vun der Superdrecksköcht ginn all geféierlech Substanzen stockéiert. Ihr se natürlich fachgerecht entzuercht gin. An dieser Flasche habe ich noch eine Mixtur dran, die ich aus 3 von diesen Sachen gemacht habe. Und dabei ist so ein weißes Pulver entstanden. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Joseph, moin! Du weißt doch, dass du heute kannst direkt nichts aufgehen. Aber ja, ich komme rauf. Was macht ihr dann da mit all den Substanzen hier? Naja, die gehen luftig verpackt und dann hier gelagert. Okay, effektiv, es stinkt hier gar nicht. So, mir habe ich mich gefragt, hier mit so Substanzen wie die heute, wo ich nicht weiß, was dran ist. Was macht ihr dann damit? Ja, damit gehen wir für die ersten als eine kleine Lappe, um mal ein paar Tester machen, um rauszufinden, was das ist. Okay. Na ja, guck, da gehen wir ganz systematisch vor, versuchen anhand von einer kleinen Tester rauszufinden, was dein Produkt ist. Okay. Zum Beispiel haben wir so ein typisch unbekannt weißes Pulver. Aha. Und da versuchen wir hier mit Test zu gucken, ob es zum Beispiel den Chlorat ist. Ah, okay, das ist also der schwerste Teil dabei gehen für die Reaktion zu sehen. Ganz genau. Und wenn es just Zucker wäre, dann gibt es nicht mehr schwarz gehen. Und wenn es so orange-rot geht und der gelbe Dampf entsteht, das ist ein Chlorat. Das braucht wieder den Unkraut für dich zu machen. So daheim, da habt ihr auch lauter so spezielle Sachen da rumstehen. Was sind dann da häufig Accidenten, die passieren können? Na ja, da habe ich da heute 2 Sachen 4 berät, die kann ich einmal zeigen. Okay. Das hier ist Schabel, wo hier im Land noch ganz viel mit gebotzt wird. Und da geht es durch, wenn ein sauren Brot, wie heute den Rohrreiniger radtippt, schon entsteht Chlorgas, ein immens toxisch und ätzend Gas, das auch im Ersten Weltkrieg schon als Kampfgas angesagt wurde. Also gut verhalten, wenn dir nach daheim an Javel botzt, dann niemals mit etwas Saurem vermischen. Und dazu gehört auch Essig oder sogar Cola. Weil das da ist ein anderer Brot, wie das man da rankriegt, mal auf Gift. Und da geht es durch, wenn es nass geht. Nicht nur, dass es brennt, mit dem Gas, der da entsteht, der ist dann mehr toxisch wie den Chlor.
Boah, das stinkt fürchterlich. Boah, Ja. Ja, und da bin da als vor ein paar Jahren an ganz Firma aufgebrannt. Dafür gucken mir, dass so Sachen fachgerecht entsorgt können. Schon du nach etwas, eventuell für Zensurchen. Schon an dieser Flaschhai. Dat sommer besser net ass noch irgendein op die Idee könnt fir not zu machen. Du bei hunne das Pulver herauskriegt. Aha, du weißt wahrscheinlich, dass das da eine höchst explosive Mischung ist. Da müssen wir da direkt das Sprengding strophen. So, kann man nicht testen, ob es wirklich explosiv ist? Naja, mit so einer kleinen Quantität können wir vielleicht eine Ausnahme machen. Okay. An du soll nach lewen, dass du ke Mëlle bas. Mir verhalen als alles bleiwe der Sänger Flasch an Experimenter du mat mache just Chemiker.